Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bernest. Wir sind in der Folge 7. Ja, ihr habt richtig gehört, 7. Ich habe mich ein bisschen vertan. In den letzten 2 Folgen bin ich immer eins voraus gewesen. Ja, so ist das Leben und so soll es sein. Und wir machen jetzt so gerade weiter. Und wir sehen, ach je, die liebe Lea Trinity ist gestorben. Tut mir sehr leid. Aber wir haben hier einen weiteren Arbeit hinzubekommen, und zwar die Mai Bellen. Ui, ist das schon so lange her? Ich dachte erst gerade letzten... Ja, ist ja gleich. Ja, wir sehen, wir haben sehr wenig Herzli, wir haben vor allem sehr wenig. Darum wird jetzt hier eine neue Kräuterhex entstehen. Ja, eine neue Kräuterhex, genau, ihr habt es richtig gehört. Eine Kräuterhex. Und wo ist jetzt die? Wo ist die Kräuterhex? Ah, da, Herbalist. Und das hat hohe Priorität. Absolut hohe Priorität. Anscheinend ist es doch so, dass es einen natürlichen Wald braucht und keinen aufgeforsteten. Weil, wie ich jetzt hier sehe, wir haben hier zwar Pilz und all so Zeug rum. Grosse Pilze vor allem. Aber keine Kräuter mehr. Weil anscheinend wachsen Kräuter nur in natürlichen Wäldern. Anscheinend, keine Ahnung. Ist schon gleich, jedenfalls wir brauchen das. Also wird das gemacht. Da haben wir keine Arbeiter. Da haben wir dann nämlich unser nächstes Haus fertig. Und dann geht es nicht mehr sehr lang. Und alles ist fertig. Ich glaube, ich habe im Jahr 10 angefangen mit den Bauarbeiten, oder 9. Und ja, ich habe schon damit gerechnet, dass es Zeit wird gehen, aber dass es gerade so lange geht, hätte ich nicht damit gerechnet. Aber, ja nun, was wollte ich machen? Eine weitere Erneuerung ist, wir haben Hühner. Bam! Und zwar 7 Stück schon, wir haben 5 eingekauft. Und ratet mal, sie produzieren Eier. Wie geil ist das denn? Naja, nicht gerade sehr geil, aber naja, immerhin ein bisschen etwas hinzu, oder? So, das hätte ich eigentlich auch wieder anfangen zu produzieren in dieser Saison. Fände ich noch recht cool. Und da ist es auch schon bald fertig, weil wir haben echt Nahrungsprobleme, wir haben abartige Nahrungsprobleme. Wie ihr hier sehen, also wir haben da, ja, eben. 300 und 300 von denen da haben wir hier bekommen. Finde ich eigentlich auch nicht ganz schlecht. Und wir haben... Ah ja, genau. Es ist noch so, Folgendes ist passiert. Ich habe eingekauft. Das muss ich schnell auf 0 abstellen. Weil... das wird jetzt da gebraucht. Ja. Ja, es ist darum gegangen, ich kann Kleider produzieren lassen. Und... die Kleider habe ich dann dazu gebraucht, um Handel zu betreiben. Mit diesen Kleidern habe ich mir die Hühner hier gekauft. Ich meine, klar, jetzt frieren sie und haben dafür keinen Hunger mehr, aber was ist besser? Hunger haben und nicht frieren oder frieren und keinen Hunger haben? Dings. Jedenfalls, die haben ja hier Feuerholz. Vom Feuerholz haben wir noch genug, es läuft. Werkzeug wird weiterhin gemacht und was fehlt dem? Was ist mit dir? Was fehlt dir denn? Wir haben doch... Nee. Da? Nein. Nein. Hoppla. Wir haben kein Leder. Ha. Aber das ist nicht so schlimm, weil... da werden wir jetzt bald Leder bekommen. Von da bekommen wir ja schon Leder. Nicht gerade sehr viel, aber wir bekommen. Und das ist natürlich auch eine weitere Ledereinnahmequelle, die sollte helfen, das Ganze zu unterstützen. So, das Haus ist fertig gebaut, ist bereits schon bewohnt und Kind hat es auch schon gegeben, das finde ich auch sehr gut. Und ja, die Fischerhütte wird zusätzlich noch gebaut und natürlich da Kräuterhex. Das läuft. Und das sollten wir langsam durch sein mit unseren Ressourcenproblemen. Da fehlen uns jetzt noch 3 Steine, das ist es komplettiert. Da fehlen uns halt noch komplett 40 Steine. Ich würde sagen, dass ich jetzt mal pausieren.
Weil die Steine hier brauche ich eher, das ist Nahrungsbeschaffung, und die Steine hier sind zwar auch nur 12, oder ja, es sind 12, aber ist auch sehr wichtig wegen der Gesundheit. Ja. Okay. Dann etwas habe ich noch, da hat es 2, die sind voll. Okay. Dann haben wir da beim Fischer, da sind 4 drin, da sind jetzt auch 4 drin. Die sehen hier Zahlen aus, ja, nicht ganz so schlecht. Könnte schlechter sein, sagen wir es so. Könnte viel schlechter sein. Aber naja, was soll's. Gut, mein nächstes Projekt ist, sobald wir die Ressourcen haben natürlich, da ja, ich bin natürlich immer noch im Zweifel, weil ich denke, da ist ja okay. Machen wir da noch ein Hunting Cabin rein, so ein Jäger. Zu diesem Zweck werde ich da alle Steine entfernen, dass da mehr Bäume wachsen können, dass es ein bisschen dichter ist. Weil, keine Ahnung, ich brauche Steine. Ich brauche sogar sehr dringend Steine. Und sind die da fertig mit dem Abbauen? Ah, darum komme ich keine Ressourcen mehr rein. Ich Idiot. Da, die Steine, los, holt. Jetzt. Bam. Und ich denke, spätestens nach dem werde ich mir keine Probleme haben mit Stein. Auf jeden Fall. So, okay, wie sieht es da aus? Wir haben 2 Arbeiter, die braucht es momentan noch nicht, weil es steht ja noch nicht. Bald, aber noch nicht jetzt. Und Stone Oh. Ja, da kann ich da einstellen. So. Ja, 200, das ist das check ich jetzt gerade nicht, weil also stelle ich einfach mal auf 1000. Nice. Ja, so 2000 und da 5000. Was nicht? Fuel ist auf 2000, das ist in Ordnung. Kohle haben wir eh keine. Tools sind wir dran. Food, nein, das wird eine Zeit gehen, bis wir auf 5000 sind. Herbs haben wir sowieso nicht. Clothes haben wir 20 anfangs wieder. Und Alkohol haben wir auch noch nicht. Und wird noch eine Zeit gehen, weil für da brauchen wir Äpfel, Beeren oder Blumen. Haben wir alles nicht. Ah, das nächste ist fertig. Dann können wir da schon mal 2 Arbeiter rein tun. Mal 4, weil da braucht es auch noch 2, genau. Jetzt sind da 2 und 2. Und, aha, halt 6. Also wir sehen, es geht langsam vorwärts da. Mit dem Stein. Das gefällt mir sogar sehr gut. So, baue ich das Haus fertig, los. Und dann da werden wir dann nachher 4 Fischer noch brauchen, die uns ein bisschen Essen werden besorgen. Und los. Bam. Und wir haben schon 2 Einwohner wieder. 24 und 40, nicht schlecht. Okay. Dann Kräuterhex ist fertig. Das braucht natürlich 2 Mitarbeiter mehr und die gehen gerade sammeln, wie wir gesehen haben. Aber die kann ich wieder rausnehmen. Da braucht es noch 2 und zwar für was braucht für das Hausrat. Klar. Braucht es momentan nicht. Bam, weg mit denen. Oh, wir haben wieder Trader. Schau, was der schon bringt. Roots und Squash. Tja, Junge, tut mir leid, das braucht man alles nicht. Seeds hast du auch nicht, also abfahren. Und tschüss. Gut, so haben wir nämlich kein Geld ausgegeben. Sehr gut sogar. Okay. Das steht. So, Bauarbeiten, bitteschön.
Und mir ist ja das schon klar. Ich meine, je mehr Häuser ich baue, je mehr Leute das wir haben, desto mehr brauche ich auch an Nahrung. Da bin ich mir völlig bewusst darüber. Aber ich denke jetzt schon nochmal alleine durch die Eierfarm, die wir jetzt hier haben, und die 2 grossen Käge, sollte man eigentlich langsam mal auf einen grünen Zweig kommen. Echt. Weil ich weiss sonst nicht, was machen. Echt nicht. Es ist nicht so... momentan nicht so lustig. Okay. Also, Steinproduktion, respektive Steinfarming-Zeug, das läuft. Wir haben fast alles, was wir jetzt hier aufgebraucht haben, wieder verwendet. Das ist alles noch im Abbau. Sieht es da hinten aus, das hier auch. Ah nein, das werden wir noch. Wir werden noch genug dazu bekommen, da habe ich jetzt keine Angst mehr. Eisen liegt da auch noch genug rum, das ist sicher auch kein Problem mehr. Also würde ich mal meinen, fangen wir an mit der Schule. Da kann mal die Schule gebaut werden. Jetzt brauchen die natürlich wieder Holz. Holz ist kein Problem für mich, weil das klaue ich mir einfach. Da. Zwar von da, nein, von da nicht, aber von da. Da gebe ich dem gerade eine höhere Priorität, weil Holz braucht es immer. Und auf einmal funktioniert das wunderprächtig. Schaut euch das mal an, wie schnell das geht. Das ist ja unglaublich, oder? Unglaublich. Auch was regt mich nicht auf. Okidoki. Holz haben wir wieder. Und wir brauchen sehr viel mehr Holz. Scheiße. Ja, dann halt. Habe ich euch da noch Holz. Wir haben sie. Nicht. Ich weiß. Wenigstens geht es jetzt einigermaßen schnell vorwärts da. Ja, da muss ich eine Priorität geben natürlich. So. Weil die jetzt natürlich da gehen weiter abbauen. Am Stein, und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte, dass die das Holz zuerst fertig machen. Wieso ist jetzt da? Oh, wir brauchen noch... Ach so. Ja, dann muss er die mal zuerst abholzen. Das ist schon in Ordnung, weil da kommen ja nachher sowieso noch Gebäude hin. Früher oder später muss ich jetzt so oder so abholzen. Also, scheißegal. Läuft. Da braucht es da 2 auch, das ist für die da, für die Schule. Da braucht es 2 Bauarbeiter. Braucht es momentan nicht. Oh, jetzt sind gerade 4 gestorben. Nein, 2 sind gestorben. Und wir haben einen dazu bekommen. Yay, hallo, Havenity. Und irgendwie gefällt mir das Design, muss ich jetzt echt sagen. Ich glaube, das ziehe ich so weiter. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Okay. Holz haben wir genug, das ist tipptopp. Das gefällt mir. Jetzt habe ich gesehen, wir brauchen ja noch Eisen, um die Schule fertig zu machen. Also habe ich euch Eisen. Sorry wegen dem Husten, aber es ist doch immer so. Irgendwie muss ich mich wahrscheinlich irgendwo verkältet haben, offensichtlich. Wie sieht es da aus? 59 Fisch, willst du mich verarschen? Wie sieht es da aus? Was haben wir da als Lager? Squash haben wir 400. Da, Gnose. Und Fisch. No. Jetzt wird das Ganze von da runter transportiert und jetzt haben wir das, die Nahrungsmittel wieder, aber natürlich auch nur für eine kurze Zeit. Oh, ist das aber ein grusiger Sommer, den wir haben. Kommen wir vor wie der Sommer, den wir jetzt momentan bei uns haben. Es ist zum Davonsäckeln, also ja gut, Sommer kann man dem nicht mehr sagen. Wir haben heute 1.9. Und ja.
Ja genau, wie ihr gehört habt, heute ist der 1.9. und das Video, ich habe keine Ahnung, wann das genau wird rauskommen. Momentan ist, glaube ich, die zweite Folge das, oder die dritte. Nein, heute ist, glaube ich, gerade die dritte rausgekommen. Also das heisst, wie ihr seht, ich bin ziemlich am Vorproduzieren, weil momentan habe ich Zeit. Naja, mehr oder weniger Zeit. Es ist jetzt momentan, was haben wir jetzt da? Wie ihr seht, den haben wir heute. Und das ist die Zeit, die ich aufnehme. Ja, genau, ich nehme jetzt Nacht auf. Und zwar hat das den einzigen Grund, zur Nacht habe ich Zeit. Weil am Tag arbeite ich. Oh Wunder. Und ich arbeite eben nicht normale Zeiten, sondern ich arbeite Schicht. Und ja, das heisst, zur Nacht habe ich Zeit und am Tag bin ich entweder am Schlafen oder am Arbeiten. Oh, unsere Schule ist fertig. Bam, 2 Arbeiter an. So, oh, nein, jetzt gerade, wo ich alles da wieder rausgeholt habe. Oh Gott, das brauche ich eh nicht. Nein, oh, bin ich ein Idiot. Aber bei dem hätte ich jetzt sicher wieder eine Bestellung aufgeben können. Ich Idiot. Ah, Scheiße. Ja, da ist jetzt recht in die Hose gegangen. Jetzt bin ich zu schnell gewesen mit dem Wegklicken. Und ich muss sagen, momentan bin ich recht zufrieden. Wir haben da überall, wir haben alle Altersklassen jetzt vertreten, mehr oder weniger. Wir haben 55, 61, 43, 44, 20, 71, wie gerade sterben da. 59, 71, 64, gehen wir weg. 44, 38. Das heisst, jetzt sind wir etwa an einem Punkt angelangt. Ja, klar, da kannst du noch Arbeiter so. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir eigentlich nach immer wieder Leute wieder haben. Es sterben nicht mehr alle auf einen Haufen, sondern sie sterben nacheinander. Also, ja, mehr oder weniger. Und das finde ich sehr gut. Schön tapfer am Abbauen, da auch. Das heisst, jetzt haben wir endlich ein kleines bisschen Ressourcen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, jetzt muss ich etwas schnell nachschauen, jetzt haben wir hier 276. Wir haben 276 Eier bekommen von 35 Hühnern. Wenn ich jetzt natürlich das Cake doppelt so groß mache, sage ich mir, ich muss jetzt mal schnell auf Pause gehen, um mir das Ganze genauer anschauen. Okay, da bis dahin bauen. Ich meine gross, so richtig gross. Nämlich 20 auf 20 Felder. Okay, machen wir da eine weitere Produktionsstraße. Städte. 20 auf 20. Bam. Machen wir da eine Straße zu. Und gerade drum herum. Nein, das wollte ich natürlich nicht. Das ist blöd. Okay, wir brauchen da 76, das funktioniert. Ja, dann geht höhere Priorität auf das. Und los. Weil, was ich jetzt vorhabe. Das Cake da wird sozusagen mein Übergangscake. Jetzt momentan sind da noch Hühner drin, ist mir klar. Aber später wird es so sein, dass ich das als Übergangscake brauche, wenn ich neue Tiere kaufe. Zum Beispiel, wenn jetzt würde ich Schäfe kommen, würde ich sagen, ja gut, lasse ich da, wenn da alles drin ist, lasse ich da abschlachten. Bis auf 0 aber noch 3 viel. Also einfach, dass 35 Tiere da wieder Platz haben. Und sagen, alle Tiere da über. Und dann habe ich die da rein und kann dann da Schäfe reinnehmen oder was auch immer. Also ja, wir haben da noch Schäfe offen, die uns fehlen. Das finde ich positiv. Weiter wird es nochmal ein Cake geben, hier, ein grosses. Weil jetzt momentan haben wir die Ressourcen dazu, darum muss ich das ausnutzen. Und vor allem, die Tiere brauchen natürlich ein Zeitchen, bis sie nachwachsen. Bedeutet also, oh, jetzt muss ich den Weg dort verschieben. Das bastelt man also gar nicht, hä? Ja, also mache ich halt.
Nein, das wollte ich nicht so. Eben, weil ja die recht viel Zeit brauchen zum Wachsen, muss ich das so früh wie möglich machen. Also heisst das jetzt, werde ich die 2 Felder hier mit Hühnern füllen. Ja. Weil Hühner geben uns recht gut zu essen. Also der bin jetzt überhaupt nicht da oben. Ich habe mir das so schon gedacht, aber die können wir uns sparen. Da können wir uns sparen. Können wir ja bauen. Da hat jetzt überhaupt keinen Wert, dass ich jetzt da noch Arbeiten vergüte für 90 Fische pro Jahr. Währenddem die da unten 700 produzieren. Also das bringt gar nichts. Was aber wieder etwas bringen ist, wenn ich dann da die aufsplitte. Bam. Und sage Split. Das Positive an den Hühnern ist eben auch, sie produzieren trotzdem weiterhin Eier. Also da ist es jetzt nicht so, dass ich da muss sagen, gut, kommen wir auf 18 runter. Sondern Eier bekomme ich trotzdem weiterhin von ihnen. Und dann natürlich noch zusätzlich von denen. Und dann zusätzlich wurden da geboren werden. Ich habe jetzt gerade mit der Hand so Anführungs- und Schlusszeichen gemacht, wegen geboren. Ihr wisst schon. Gut, okay. Wir haben hier wieder ein paar Tote. Es lässt uns aber relativ kalt, weil... Oh Wunder, wir können uns wieder 2 neue Häuser leisten. Also machen wir uns doch das gerade. Leisten wir uns das, 2 neue Häuser. Dann kann ich einfach die 2 Bauarbeiter da drinnen lassen. Beanseed! Bam! 2500 oder dafür. Also, jetzt ist die Frage, was kauft er uns ab? Nein, die andere Frage ist, was können wir ihm anbieten? Wir haben... Oh ja, jetzt sieht es schon mal nicht mehr ganz so schlecht aus. Hidecode. Jetzt mache ich es einfach mal so. Ich bestelle jetzt von allem mal ein bisschen. Und sobald ich sehe, was er alles kauft, kann ich mich dann dazu entscheiden, ob man dort das kann weggeben oder nicht. Das mache ich eigentlich immer so. Weil, also ausser der Voran habe ich das natürlich nicht gemacht, ich weiss. Okay, jetzt schauen wir, was haben wir schon? Logs haben wir schon mal. Schauen wir mal. Er kauft Logs für 2. Er kauft Stein für 7. Stein haben wir jetzt gerade momentan keine natürlich. Wegen der Häuser. Was haben wir noch? Iron Tools für 8. Firewood für 4. Firewood könnten wir abgeben. Da haben wir jetzt gerade momentan genug. Also sage ich da Firewood. 1000 Stück bitte schön. Und da kann ich da schon mal Beanseed nehmen. Und warten, bis wir da die 1000 Firewood haben. Jetzt kann ich natürlich kurzfristig noch schnell sagen, ich brauche da 4 Arbeiter. So. Dann geht das natürlich auch ein bisschen schneller. Jetzt haben wir 500. Und das sollte eigentlich schon lange. 525 brauchen wir genau. Nein. Viel mehr. 750 brauchen wir. So geht es auch gerade schon von. Die 750, bam. Ja, oh, playing by Frogman. Irgendwie schlecht gerechnet, ja? Irgendwie schlecht gerechnet. 400. Das wäre jetzt noch 106, 150. Immer noch zu viel. Also heisst das noch 25 weg, 625. Bam. Trade. Dankeschön. Und oh, bei dir kann man da alles. Every visit.
Gut, das Geschäft ist abgeschlossen, das Mess. Oh, tschüss. Wunderbar, wunderbar. Jetzt haben wir ein neues Feld freigeschaltet. Ja, genau. Eine lange. Weil darum. Jetzt haben wir natürlich keine Steine mehr. Weil, wieso nicht? Ah, genau. Stein ist jetzt da drin und da haben wir zuerst auch noch Stein. Stein. Stone, oder? Was? Ich bin sicher schon 1000-mal dran vorbei, ich weiss. Also das sicher mal wieder raus. Was noch? Wo ist Stein? Bin ich blöd? Ich sehe es wirklich nicht. Da. Okay. Ah, Eisen fehlt dem. Eisen. Da würde ich sagen, können wir da die wieder hinzufügen. Jetzt fragt ihr euch eventuell, wieso haben wir jetzt keine Arbeiter mehr? Ganz einfach, die Arbeiter, die gehen hier in die Schule. Und zwar bis sie 18 sind. Das heisst, ich werde jetzt ein recht langes Zeitchen keine Arbeiter mehr hinzubekommen. Heisst also, jetzt muss ich echt vorsichtig umgehen mit meinen Leuten. Das ist zurückgebaut worden. Jetzt habe ich gerade einen Muck, der da um mich herum schwirrt. Ich hasse Mucke. Ich hasse Mucke so sehr, dass ich mir euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich Mucke hasse. Und was ich jetzt da mache, kann ich nicht. Also da zuerst mal. Oh, das ist ein riesiges Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe gar nicht bedenkt. Oh, zum Glück sind die nicht gestorben. Ich habe jetzt sogar geschaut, ich sehe da Fälle 2. Jetzt habe ich gerade gemerkt, da ich was Neues. Ja, eben, ich habe es vergessen zuzuweisen. Okay. Also, ich würde sagen, der kann mal seine Arbeit einstellen. Ja. Gänzlich einstellen. Weil ich brauche die Arbeiter wirklich dringend. Bis wir da von der Schule wieder neue Arbeiter bekommen oder bis die Schule gefallen ist. Sonst das geht mir viel zu lang. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist es. Ich habe wieder viel zu lang gemacht. Tut mir leid. Und wir sehen uns beim nächsten. Oh, jetzt sind auch wieder die neue geboren. Das finde ich wunderbar. Prächtig finde ich das sogar. Prächtig. Also, Pause. Fertig. Für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Tag, Abend, was auch immer. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, so soll ich sagen. Und bis dahin, tschüssi und bye bye.